Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und da haben wir mein eigener erster Blaster. Und mir fehlt immer noch ein gescheiter Name. Ich hab ja, das wird irgendwie so ein American 180 inspiriertes Ding. Ja. Und wir haben ja was haben wir das letzte Mal gemacht? Nein, das letzte Mal an dem Blasterle haben wir das Schieberle bastelt, aber das letzte Mal, das muss ich überlegen. Ei. Wird alt. Es ist, nee, ich mach so viel, da kann man sich nicht immer alles merken. Da haben wir. Also so ein Blasterle zum Pumpen mit Trommel, so jetztele, mit Revolverle, jetztele. Und das Mal machen wir da das Schieberle, habe beim letzten Mal, als wir das live zusammen aufgebaut haben, nicht live, aber das habe ich halt Kamera währenddessen laufen lassen und nebenher babbelt und geschwätzt habe ich. Und da habe ich festgestellt, das Schieberle, das hat ein bisschen, ja, Verbesserungspotenzial, nennen wir das immer so. Und das machen wir jetzt einfach gescheit, da machen wir ein bisschen, da machen wir gleich Luft, überall ein bisschen rein, dass ein bisschen toleranter wird. Und da ist es gleich, ja, Abstand zum Magazin und alles. Und die Platte dann auch erweitern und dann machen wir heute noch einen Magazinhalter und alles. Und jetzt muss ich gucken, bin gerade am Überlegen, weil das läuft jetzt schon nebenher durch den Drucker durch. Hab schon vielleicht das eine oder andere, wo man schon wo ich noch verbessern kann gleich. Ich bin gleich am Überlegen, weil jetzt machen wir heute auch noch Magazinhalter und alles, dass man da fertig wird. Und bin am Überlegen, ob man das nicht das Jahr noch fertig macht. Also ob ich jetzt nicht das Jahr noch ein extra Video zwischendrin rein, weil habe ja ein bisschen Zeit zwischen den Jahren und dass man da, mir juckt schon unter den Finger, dass man das dann irgendwie da in den Knopf nachkriegt. Also das halt fertig wird, dass man gucken können, ob's Gott. Und ja, also jetzt nach dem heute fällt eigentlich noch so das Gehäuse und Schwungrädlerskäfig habe ich mir aus Thingiverse schon so ein Modell geholt. Das werde ich nicht ausdrucken, da gibt es ja so schöne fertige zu kaufen, die dann auch ja, bessere Qualität haben wie das 3D-druckte oder halt auch einfach ein bisschen mehr aushalten. Und wenn man da so Modelle reinbaut, die ein bisschen warm werden und dann, ach, das ist einfach, wenn man das als Spritzgussdoil hat, das ist einfach besser. Also das 3D-Druck ist dann gut, wenn man was selber entwerfen will und kein Geld hat für Spritzgussmaschine. Und ja, noch bin ich halt ein bisschen, noch kleiner Blasteringenieur, noch kann ich mir das Ganze nicht leisten, aber wäre schon cool. Irgendwann mal müsste mein Kanal abonnieren, das Glöckchen drücken und fleißig supporten, wie man so im Neudeutsch sagt, also unterstützen und dann Gottes vielleicht irgendwann einmal, wahrscheinlich hier nicht, aber wäre schon cool. Aber man darf ja noch träumen. Aber auf jeden Fall machen wir da jetzt, weil das haben wir letztes Mal auch gesehen bei dem ersten Prototyp, ja, das ist halt alles ein bisschen eine wackelige Geschichte gewesen. Also, das war mir schon klar, ich meine, ich wollte einfach mal gucken, ob es prinzipiell Gott und da schaue, bevor ich da jetzt zu viel Zeit in die ganze Stabilität drumherum. Aber das machen wir jetzt heute und da seht ihr, dann machen wir Schraublöcher auf beides. Also auf der anderen Seite, das kann ich euch schon verraten, da kommt auch noch Deckel drauf und dann hält das gescheit fest und dann hupft das auch nicht raus, weil das wird das durch das Deckel dann blockiert. Und dann ist halt gescheit. Also jetzt nicht so Prototyp-ingenieursmäßig, sondern fortgeschrittener Prototyp-ingenieursmäßig. Irgendwann einmal kommen wir zu einem Serienzustand, wo ich sage, das kann man jetzt in Stückzahlen fertiger. Aber Stück für Stück. Mir geht es auch eher darum, jetzt gerade das Beste näher zu bringen. Also nicht, dass ich jetzt euch da sofort jetzt irgendein Blaustelle verkaufen will, sondern eher, dass ich mal sage, hey, so macht man das, so scheitert man sich voran. Also ein bisschen auch Bock drauf habt, da rumzubesteln und mit mir da zusammen zu besteln. Das ist, glaube ich, wichtiger, wie dass ich jetzt euch irgendeinen Blaster verkaufen tät. Das kommt dann nachher, das kommt nachher. Wenn's denn Gott. Also erstmal muss gegangen werden, sonst könnt ihr das nicht verantworten. Und machen wir, weitere Schraubenleger, nein, das kann ja nicht schaden.
Jetzt bin ich nur nachher gespannt, ihr seht ja schon, das wird um den Griff rum ein bisschen dick. Ja, das muss ich gucken, vielleicht muss ich da der Platz ein bisschen, das kann auch sein, dass ich das ein bisschen wegmachen muss oder das Federl nach oben setze, dass die Hand halt rumpasst. Da habe ich jetzt überhaupt noch kein Gefühl dafür. Wie schon gesagt, das ist jetzt gerade, während ich das red, sind jetzt die Platten im Drucker, also die Ölplatte und die andere Platte. Hab das, hab das gleich dann gemacht, die 3D-Druckteile, 3D-Druckdateien rauslassen, durch den Slicer durch das Ding, was das so in Scheiben schneidet, damit es auch druckt werden kann, auf gut Schwäbisch. Also da gibt es, glaube ich, kein gescheites Schwäbisch Wort dafür, deswegen nennen wir das halt. Also die 3D-Druck-Brotschnellmaschine halt. Das ist, glaube ich, das, was am ehesten trifft. Aber ja, der Slicer, auf Neudeutsch. Und und jetzt kommen die Deckel, also die bewegliche Teile die habe ich schon rumliegen. Könnt ihr euch zeigen. Mal beim nächsten Mal. Vielleicht machen wir noch ein Video vor dem Jahresrückblick, wo wir dann, und dann, vielleicht kriege ich das noch so hin, dass ich das Video, dass ich da als 2 Video, dann kriegen wir das Gehäuse vielleicht nur noch. Also wenn das Schieberle klappt, das Gehäuse ist zwar ein rechter Krampf, aber das sage ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn, da kann wahrscheinlich nichts schief gehen. Also außer, dass halt irgendwie das druckmäßig kompliziert wird, aber sonst muss man halt da einfach ein paar Schnittstellen, und ich werde wahrscheinlich bei den Gehäuse auch Schnittstelle zu dem Schwungrädlerskäfig machen. Das wird ein separater Block, oder kein Block, aber separate Einheit oder separate Baugruppe. Eine Baugruppe ist es. Ich glaube, eine separate Baugruppe, das trifft es am besten. Damit man da auch, wenn ich sage, okay, das will ich anders haben, und es kann auch sein, dass man, ich habe es mir mal angeschaut, also der Griff ist schon ein bisschen arg weit vorne am Magazin, also ich glaube von Anfang machen wir es ein bisschen was ausgeflippteres. Mir ging es einfach mal darum, das Rommelmagazin, das so zu machen. Da hatte ich einfach Lust drauf. Das muss jetzt keinen Sinn ergeben oder so. Ich meine, mit Blaster-Spieler gibt es also das ist ja mehr Spaß oder Freude, hätte ich sagen. Da hat er jetzt Haufen Schraublöcher. Und ja, dass die Deckel auch aufeinander halten, und dann müsste das ganze Drückerle da drin halten. Und dann kann ich da irgendwann mal, wenn ich lustig bin, da auch 3D-Druckteile für vollautomatisches Ding machen. Wenn das halbautomatische geht, dann wird's vollautomatische hoffentlich kein Problem sein. Muss ja gucken, was ich da so an Hardware dafür kriege. Und also da habe ich bisher noch keine Erfahrung, aber das dürfte es ja irgendwelche Kids dafür geben. Und dann dürfte es kein Problem sein. Gehe ich mal schwer davon aus. Das können die mal an einer Streif probieren. Aber wobei, ich glaube, es ist einfacher, sowas im 3D-Drucker zu machen, von 3D-Druckblaster zu machen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich den Schieber. Das muss ich gucken, das kann sein, dass ich den nochmal mit der Säge modifiziere. das muss ich gucken, wie das. Wobei der liegt eigentlich ziemlich. Ich glaube, da habe ich eine Ecke vergessen. Da müsste ich ein bisschen Ecke aussparen oben. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich schlecht. Das ist immer ganz wild, sich da zurechtzufinden, wenn man eine durchsichtige Optik ist. Also wenn man sich da im Modell nicht auskennt, das ist, glaube ich, für euch jetzt ganz wild. Aber es sieht schon verdammt cool aus. Und dann kann man halt, wenn die Punkte aufeinander liegen, die Punkte gleichzeitig markieren und schnappen und das dann hin und her ziehen. Und ich glaube, ich könnte auch mal lernen, mit dem Programm besser umzugehen, anstatt einfach bloß da Punkte hin und her zu ziehen. Aber bisher reicht's mir. Also, ich glaube, kann noch einiges mehr, wie ich kann. Aber es reicht, und seht ja, da ist ja schon einiges auch aus meinem 3D-Drucker rausgekommen, was funktioniert hat. Also von daher, das ist jetzt das Magazinhalterle. Also das ist alles nur sehr primitiv. Also
Da bin ich im Überlegen, ob ich, weil jede Seite vom Magazinhalter dauert 4 Stunden rauszudrucken. Und das ist halt nachher zu nichts zu gebrauchen. Außer jetzt für den Prototypenversuch, das Magazin zu halten. Und da bin ich im Überlegen, ob man das Auto das rauszudrucken oder ob man nicht einfach, ob ich das Schieberl jetzt mal grob teste und dann gleich als nächstes das Gehäuse macht. Und dann machen wir vielleicht den Jahresrückblick. Vielleicht kriegt man da vorher nochmal einen Versuch rein. Das weiß ich noch nicht. Oder fürs nächste Jahr. Das gucken wir mal. Wie man das macht. Oder vielleicht mache ich so einen knappen Versuch mit dem Schieberle. Das ist jetzt alles. Ihr werdet es dann sehen. Da lasst ihr Abo da, drückt das Klingeln, dann wisst ihr. Dann kriegt ihr es mit, wenn was kommt und ob das Jahr noch was wird oder ob das nächste Jahr was wird. Und dann sehen wir das. Oder? Ja, das kriegt man dann schon hin. Wie man das dann macht und alles. Hat er da. Und ich habe es jetzt auch geschafft, das Triggerle. Da ist jetzt auch der Abstand reduziert, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. Seht ihr, das ist jetzt da. Das Magazin, wenn das nicht so ewig dauert, das rauszudrucken, das ist auch ein ganzer Tag bis das Magazin. Und das habe ich mit den Schraublöchern. Ja, die Schrauben da vorne, die sind nicht ganz geschickt. Die sollten ein bisschen weiter außen sein. Dann müsste ich zwar die untere Platte größer machen, aber das wäre schon okay. Aber ich will das jetzt halt auch nicht einfach so rausdrucken nochmal. Also, ich meine, irgendwann mal werde ich jetzt zwar jetzt ein drittes Magazin vielleicht machen. Also eine zweite Version oder vielleicht von der zweiten Version 2 Stück rauslassen, dass man auch mal Magazinwechsel machen kann. Aber ja, fürs erste Mal noch nicht, weil das ist schon ein bisschen, das ist ja Zeit. Das dauert. Und ich will jetzt da auch nicht unnötig Material verschwenden. Also das ist, ich glaube, da lasse ich noch, weil die Schraube da vorne, die müssen da einfach weiter auseinander, dass die nicht im Weg sind, dass es Magazin näher an Schwungrädelskäfig nahe kommt. Das sollte schon nachher sein, dass das einfach besser ist, aber vielleicht muss ich dann auch noch mit den Federn noch was machen, dass die anders sind und vielleicht gucke ich noch, dass ich oben, also ja doch, mit der Feder muss ich definitiv nicht was machen, da habe ich ja beim letzten Mal euch die Spiralfeder erzeugt und da brauche ich noch Befestigung, das muss ich auch irgendwie, aber das muss ich jetzt erst einmal so hinkriegen. Aber das können wir beim nächsten Mal eigentlich noch machen. Das kriegen wir vielleicht jetzt ja noch. Aber das muss ich mir überlegen. Und wenn ich das alles habe, dann passen wir das in 3D-Modell auch. Und dann drucken wir nochmal ein neues Magazin aus. Und wenn das dann funktioniert, dann noch zweites. Ja. Aber dann werden wir jetzt mal heute eigentlich schon fast durch. Noch ein paar Sekunden noch ein bisschen Punkte hin und her schieben. Ein bisschen Zeugs korrigieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.